Wir gehen ins Elfmeter schießen, du hast gleich weißt, gell? Herzlich willkommen zurück bei PES 2017. Wir haben das letzte Mal wieder mal schwer 2:1 gewonnen. Wir haben uns das sehr schwer verdient dieses Mal. Wählen Sie den Spieler ausnehmen. Wählen Sie den Spieler, den Sie in meine Lieblingsspieler aufnehmen möchten. Sie können nur einen einzigen Spieler. Okay. Ähm. Hm. Es ist jetzt schwierig. Es ist schwierig. Ich kann das am 7. Tag noch nicht sagen. Ähm, Meines Erachtens nach Coutinho. Also der war vorher schon in die ersten Läufe, in den ersten Spielläufen des Spiels war der schon sensationell. Aber dieses Mal werden wir es anders machen. Dieser junge Mann hat beim 7:1 eine sehr große Rolle gespielt und ihn werden wir dieses Mal auswählen. So, wir sind nur mehr einen Punkt hinter South Yorkshire Blues. Weiter. Ja. Jankov, ein junger, sympathischer Bursche. Englische zweite Division. Spieltag 8. Und heute wird er wieder eine kleine Rolle spielen. Wir werden ihn wieder einwechseln, gleich von Anfang an. Wir werden ihm dieses Mal die Position, wenn es ihn gibt, wenn die Aufstellung, doch, auf der rechten Seite sind wir das mal unterwegs, Strategie. Und zwar, schau her, wir werden heute her, gell? Jankov. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir sind jetzt dabei. 57. Wir werden in Coutinho, warte mal wo. Achso, der Coutinho ist der einzige, der da vorne allein spielen darf. Machen wir in Akas daher da? Wir werden einmal ein bisschen umbauen. Ich bin gerade wieder ein bisschen experimentierfreudig. 56. Obwohl der Kaiserlein war da schon. Okay, dann müssen wir was anderes probieren. Ich bin ja flexibel. Nö. Nö. Wo können wir denn den Atmen hin tun? Da wir daher in Canning ins zentrale Mittelfeld. Ja, aber da bringt man nicht viel bis siehst. Das ist blöd. Filtauzin, ja, anstatt Soric. Ich gehe jetzt einmal wirklich nur nach dem Wert rechts oben, gell? Den Chavez können wir auch noch an der Stelle hin tun, ihm können wir noch dort hin tun, ihm können wir noch da hin tun, ihm können wir da her tun, ihm können wir da her tun. In Canning können wir ansonsten Mittelfeld. Achso, die zwei haben wir schon ausgewechselt. Mit einem Nielenden einmal daher. Passt. Das ist unsere Aufstellung für dieses Mal, beziehungsweise die veränderte Dingenskirchen. Jankov, Akas, Nielendner, Atmen haben wir neu dazu da, Filtauzinho ist neu drinnen und das war's dann eigentlich eh schon. Anstößigerweise machen wir jetzt einen Anstoß.
Bin mal gespannt, wie es heute geht. Das letzte Mal, die letzten zwei Spiele haben uns verdammt schwer da mit jeweils 2:1. Aber mal schauen. Mal schauen, wie sich der Einkauf tut. Und ja, du weißt eh, wie das abläuft bei mir. Es ist... Ja. Startaufstellung. Das hört sich so an wie bei einem Rennen, wie bei einem Autorennen. Na gut. Hoppala. Shit. Also wenn uns das 3-4 Mal passiert, dann sind wir aber hinten. Aber was der wie? Dann sind wir hinten wie eine Gmade Wiesen. Jankov ist... Jankov ist ein bisschen zu spät gekommen. Aber egal. Und ja, ich habe eine blöde Angewohnheit. Alles über die rechte Seite. Ich weiß nicht warum. Ja, man mag mich verfluchen. Die rosanen Patschel, die schauen so geil aus zu der grün-weißen Uniform. Ich freue mich schon, wenn wir auf dem Erstplatzierten kommen. Scheißdreck. Aber unser Superass haben wir noch im Ärmel für später. Coutinho. Es war aber in die ersten zwei Durchläufe auch schon so. Der Coutinho hat mir so oft den Arsch gerettet. Boah, also der war jetzt genial durchzogen, aber leider hat er nicht zum Erfolg geführt, so würde ich sagen. Egal. Mach dir da nichts draus, mein Söhnchen. Das war doch nur ein Kaffeeböhnchen. Und brachte trotzdem schlimme Tönchen. Kruzifix. Eckstoßstrategien, 5 Meter Raum bitte. Das wäre mir ganz lieb und billig. Drum ist der Witz auch willig. So. Ich weiß nicht, Ronny, wenn du das Spiel so siehst, gell, ich wir immer planloser, kommt mir halt vor. Ich bilde mir zwar immer was ein, was ich machen will, aber bis du siehst, es funktioniert. So lange bis jetzt der Gegner wieder in Ausgleich schießt, dann bin ich wieder angefressen und dann gewinne ich wieder wahrscheinlich 2:1. Oder der Gegner dreht das Spiel gleich komplett um von Anfang an. Das weiß man bei mir nie so genau. Das ist halt, ja. War ein schönes Tor. Brauchen wir uns das aber nicht anschauen. Wir werden jetzt gleich weitermachen. Dass wir das Spiel noch schneller durchspülen, als was YouTube, so an Schnelligkeit schon vorgibt. So an Schnelllebigkeit, ne? Eh schon wissen.
Das ist natürlich ein kompletter Schwachsinn. Ich spiele die Spiele so, wie sie will. Und wenn es 3 Jahre dauern, mir das wurscht eigentlich. Oh! Nein! Was habe ich vorhin gesagt? Das ist jetzt das 3. Spiel hintereinander, wo der Gegner einen Ausgleich schießt. Naja, ich muss mal einen Titel für die Folge suchen. Ich glaube, und täglich grüßt das Murmeltier oder so. Keine Ahnung. Ja, das ist der wohl geilste Titel. Und täglich grüßt das Murmeltier! Drecksau. Schon wieder nicht drinnen. Macht da nichts draus, Jankov. Das kriegen wir schon hin. Mit 30:1, aber für die Gegner. So. Shit. Achso. Jetzt habe ich geglaubt, das ist der Gegner. Ich bin so ein Dummkopf, ehrlich. Es ist zeitweise nicht mehr zum Ertragen. Danke. Bah. Wir brauchen dringendst Verstärkung. Nein! Du alte Rumpfgeigen, du. Pause. Oh, Alter, ich halte das nicht mehr aus. Wenn das jetzt permanent so weitergeht, gell? Dann krieg ich einen Blutrausch. Wir haben 6 Tore. Na super krass. Erfolgreiche Pässe. Okay, ich sehe schon. Aber eins leichtet jetzt außer, das ist mir das, ob das habe ich jetzt in die letzten 3 Spiele oder in die letzten beiden, inklusive dem jetzt geschaut, unsere erfolgreichen Pässe, ja, finden kann. Erfolgreichen Abschluss, an den muss ich unbedingt üben. Das heißt, zurück ans Reißbrett und lernen. Scheiße! Wie viel Zeit haben wir denn noch? Naja. Circa. Ja, steh auf, du Trotteldeppert, das halte ich nicht aus. Hund schwalbt in der Gegend dumm. Wir spielen da Fußball und nicht das Horizontalgewerbe. Schau! Kreuzkreuze! Und na, abseits fallen, dass wir nicht spielen. Ich möchte schon ein bisschen fair gewinnen. Also, es reicht wenn ich mich in Fallout 4 zu einem Psychopathen entwickle.
Da, Leute, was ist denn mit der Mannschaft los? Mit der Gegnermannschaft? Die spielen kurze Pässe, aber richtig brutal. Ja, endlich. Endlich, 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 endlich. Wurscht, die Wiederholung schauen wir uns jetzt gar nicht an. Ich habe eh am Anfang ein Bild gefunden oder eine Szenerie. Da will ich schauen, dass ich mir ein Thumbnail rausgestalt und fertig ist die Lauben. Ja, super klasse. Also mittlerweile ist mir das Spiel echt ein Rätsel, dir sag es. Bursche, willst du mich verarschen oder was? Merkt man Grad meiner Aggressivität, dass der leicht steigt? Kruzifix! Ha! Kruzifix! Was, jetzt habe ich mich so sensationell vorbeigewurstelt, gell? Und dann geht der Trottelboy nur an die Latten! Endlich! So, los geht's. Jetzt scheiße ich mir nix mehr. Jetzt ist vorbei mit Freundlichkeit. Dir sage ich es. Jetzt fahr ich drüber über die Burschen. Na gut. Ja. Jetzt ist vorbei. Dir sage ich es. Ja, so, nein, gut. Hey. Der Blonde da. Vor die Gegner. Der ist gefährlich, hab ich schon mitgekriegt. Ja, es interessiert keinen. Der Gegner interessiert keinen beim Austauschen. Das ist uninteressant erst. Gut. Wir haben jetzt noch 11 Minuten. Der Gegner steht aber voll gut. Wirklich, der steht voll gut aufgestellt. Jawohl, ich glaube, der Bann ist gebrochen oder der Fluch ist gebrochen. Na egal, warten wir dann die nächste Partie an.
Ich kann aber auch sagen, warum es mir mit der Mannschaft so viel Spaß macht. Ganz einfach, weil die Mannschaft schon kennt und die Namen mir auch schon ein Begriff sind. Und ich doch schon über 2 Jahre das Spiel daheim habe. Zwar noch nie fertig gespielt, aber es ist ja so endlos Let's Play. Aber das hat's bei mir immer. Die bei mir zuschauen, die wissen das eh, dass ich da relativ eigen bin mit endlos, mit dem Wort endlos. Also das wird bei mir nie fertig. Und momentan mit dem einen Video pro Tag, das passt mir ganz gut. Mal wurscht, 13 Torschüsse, das ist mir so scheißegal momentan. Boah, den meine ich, den Polterer da. Der ist gefährlich, der Typ. Der steht, schwupps, wie der Kai aus der Kiste ist auf einmal da. Ich weiß zwar nicht, wer der Kai aus der Kiste ist, aber pff, scheiß drauf. Aber der Typ ist gefährlich. 3 Minuten. Wurscht. Momentan führen wir 4:1. Ja, ich kenne meine Fehler, die ich habe. Ich bin ja so ungeduldig. Weißt du, wenn ich nicht so ungeduldige Warzen wäre. 1:4, sehr schön. Ich darf nicht zu viel experimentieren. Wollte ich sagen. Ich muss einfach mein Stil durchziehen. Das heißt, rabiat, schnell und aggressiv. Komischerweise, wenn ich das spiele, wenn ich so schnell, aggressiv und voranfahre, dann spiele ich am besten, so kommt es mir vor. Wir sind immer einen Punkt hinten, das sie uns aber nicht abhalten. Der Vordermann oder die ersten Yorkshire Blues, die werden schon mal einen Fehler machen. Und dann fahren wir einer drüber. Der aktuelle Monatsbericht ist fertig. Ja, bla 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 bla. Akas Jankov Kesseltein. Coutinho. Coutinho kriegt auch noch sein Dings. Ich möchte jetzt schauen. Ich habe mir gedacht, wie du da gerade siehst in der Auflistung. Coutinho, Jankov und Akas. Ich möchte die 3 als Sturm haben. Wie du siehst, die sind relativ gut unterwegs, gell. Coutinho haben wir noch nicht so viel eingesetzt. Das ist eher so unser Rettungsanker, sag ich jetzt einmal. Ja, so werden wir es machen. Jo, ist ja für uns dabei Akas Jankov Kesseltein. Perfekt. Genau die Sturmspitzen, die ich so ungefähr haben will. Okay, nehmen wir einen Kesseltein auch dazu, der ist nicht so schlecht. Giorza, 68, okay. 66 Schabes, oh. Englischer Pokal Runde 2, schön. Gut, dann werden wir das nächste Mal nach seinem Aufstieg aus der Jugendmannschaft in der ersten Mannschaft Nachwuchstalent. Oh, schön. Ne, in Melikov gebe ich, die gebe ich alle zwar nicht her. Ihr könnt mich mal. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Partie wieder. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe wieder. Werden dann wieder mit der Aufstellung herum experimentieren. Und wir haben erst den 9. Spieltag in der nächsten Ausgabe, werden dann wieder mit der Aufstellung herum experimentieren und dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Also dann danke fürs Zuschauen, ich hoffe, du hast ein bisschen an Spaß gehabt. Bis zum nächsten Mal und dann sage ich nur mehr, ja, bis zum nächsten Mal. Baba!